Ein Elektromobilitätskonzept für Oldenburg entwickeln. Das hat man sich vor knapp einem Jahr vorgenommen. Vorgestellt wurde das Ergebnis auf einer Tagung im Technologie- und Gründerzentrum. Professor Dr. Robert Steinberger-Wilkens gehört der Arbeitsgruppe an, die vom Oldenburger Energiecluster OLEG, einem Zusammenschluss von Unternehmern und Wissenschaftlern, gegründet wurde. Die Studie hatte das Ziel auszuarbeiten, ob Elektromobilität in Oldenburg möglich ist. Und dazu wollten wir feststellen, wird es akzeptiert, ist es technisch umsetzbar und ist es finanzierbar. Und das Ziel ist dann, erstmal aus dem OLEG, also aus dem Energiecluster, eine Gruppe zu entwickeln, die dieses Projekt umsetzt oder das Konzept umsetzt. Wenn das nicht gelingt, noch externe Partner dazu zu ziehen. Also es ist schon ein konkretes Ziel dabei. Die Region Oldenburg und Bremen gehört zu den 8 Modellregionen in Deutschland im nationalen Entwicklungsplan zur Elektromobilität. Und tatsächlich liegt die Region weit vorn. Das erstellte Mobilitätskonzept wäre nun eine interessante Grundlage, wie die Stadt Oldenburg ihren Vorsprung auch im Stadtbild ausdrücken könnte. 240 Autos an 120 Energiestationen, ein sogenanntes Car-to-Go-System über die Stadt verteilt, ähnlich einem Carsharing-System. Grundsätzlich sind wir auf Carsharing gegangen, weil wir sagen, Batterieelektroauto von heute ist nicht ein vollwertiger Ersatz für ein anderes Fahrzeug. Das heißt, man wird Probleme haben, solche Fahrzeuge zu verkaufen. Zusätzliches Problem ist das technische Risiko, dass die Nutzer heute sagen, das ist nicht erprobt und so weiter. Ich muss das Risiko tragen, weiß jemand, ob das überhaupt 4 Jahre hält. So, dieses Problem löst man durch das Carsharing. Plus, da man nicht so weit fahren kann, enthebt man sozusagen den Nutzer dieser Entscheidung, ich kaufe ein Auto, was nur 100 oder 120 Kilometer weit fährt. Das bedeutet aber auch, dass der Nutzer sich umstellen muss und eben das Auto nicht selber besitzt, sondern sich ausleiht. Die Akzeptanzlage war entsprechend, die Leute würden es akzeptieren, unter bestimmten Bedingungen. Sie wollen nicht unbedingt sehr viel mehr zahlen, einen gewissen Mehrpreis schon, das haben wir abgefragt. Muss man dann natürlich gucken, wie viel es in Praxis ist, weil das unterscheidet sich mal ein bisschen. Wenn man unterstellt 1000 Fahrzeuge, dann bräuchte man 250 Ladesäulen, das wäre jetzt nicht so das Riesendrama. Die Kosten werden noch überschaubar. Die Frage ist eher, wer hat ein Interesse daran, diese Ladesäulen aufzubauen und zu betreiben? Normalerweise würde man denken, der Stromversorger oder verschiedene Stromversorger, zum Beispiel Ökostromversorger, könnten ein spezifisches Interesse daran haben, hier in den Treibstoffmarkt einzubrechen und zum Beispiel Überschüsse loszuwerden, die anders nicht mehr vermarktet werden können. Also das ist noch eine offene Frage, weil wir sind ja auch im Gespräch mit der EWE und im Grunde genommen erwarte ich auch, dass die EWE irgendwann mal das als Geschäftsfeld erkennt. Teuer würde das System so oder so, insbesondere vom heutigen Stand aus. Zwar sollen bis 2020 1 Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen rollen, doch davon ist der deutsche Automobilmarkt noch ganz weit entfernt. Oldenburg könnte mit so einem Modellversuch schon frühzeitig Erfahrungswerte sammeln und so auch seinen Vorsprung behalten. Aber ohne Sponsoren und Fördermittel käme die Stadt auf keinen Fall aus. Im Grunde genommen geht es darum, dass die Stadt sich überlegt, wie sie sich da einbringen will. Das Mindeste ist, selber Fahrzeuge zu nutzen und halt die Stellflächen zur Verfügung zu stellen, was beides jetzt nicht immens teuer wäre, in die normalen Budgets passen würde. Darüber hinaus kann man sich alles Mögliche vorstellen. Aber auf jeden Fall brauchen wir die politische Unterstützung.